Herzlich willkommen zurück hier im Waldschrein bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Ein Akt, der niemals enden wird. Akt Nummer 3, der ja ist schon ein bisschen übel, was hier alles so abgeht und so. Aber egal, wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Und zwar wollte ich noch mit der Statue quatschen. Zeitenrad, 3 neue Erinnerungen, so wie es aussieht. Und wollen die uns natürlich mal ganz kurz anschauen. You ain't getting away from me, girlie. I'll truss you up all pretty and tight and add you to Grease collection. Milla, hear my prayer. Aid your humble servant in her hour of need. Ah! Huh? Hooey! That was a close one. You good there, beautiful? E E? yeah! What? Hey, hold on, wait! I'm not one of those jerks. I came to help you. Did you now? My apologies then. I thought you were another of those unwashed rogues. Wow, that's harsh. But enough about my feelings. I'm just glad you're okay. I am. Though, alas, I fear I've made a poor job of showing my gratitude. My name is Silk, and you are? Jesse, just another mercenary of the unwashed rogue variety. I saw some undesirables follow you out of Zofia Harbor. So I followed them, and here we are. Guess I was right to check it out. I didn't notice I was being followed, let alone by 2 different parties. I had thought myself a more canny traveler than that. The fault was mine for letting my guard down so poorly. That happens to the best of us. So where is it you're headed to? Yes, of course. I'm headed for Ram Village. I have something I must deliver there. You mean that village way down south? Yeah, I think you took a wrong turn. Oh? I didn't realize. I'm ashamed to admit I got a bit turned around as I was fleeing those bandits. Well, let me see you back as far as Zofia Harbor. Least I could do. Oh? Your help would be most welcome. If you truly don't mind, that is. Though, may I ask why you offer such kindness to a stranger? I need a reason? Well, I don't think it's anything too complicated. I mean, every guy wants to play the hero in front of a pretty lady, no? Sir! So don't sweat being an imposition. My motives are purely selfish. You get safe passage, and I get to show off what a charming guy I am. You're candid, if not else. But very well. I accept your offer. That's what I was hoping to hear. I would hate to disappoint. May Milla's blessing shine extra bright upon Jesse's path. He sorely needs it. What'd you say? Oh, nothing. Nothing at all. Das war doch mal eine sehr interessante Erinnerung. Vor allem, ja, Silk, Jesse kennen sich. Passt vor allem sehr gut, weil Jesse lebt ja noch. Also Silk natürlich auch jetzt in Alms Team, aber Jesse halt in Seligas Team. Und je nachdem, wenn die beiden überleben werden, sollten, können, müssen, werden sie sich vielleicht wieder begegnen. Und ja, ob es dann irgendwie bei Support-Dialogen, ob es dann irgendwie in Bezug darauf nehmen, auf diese Erinnerung hier, das wäre schon ganz geil. So, ein Neuanfang, Intrige am Abend. Do you think you might be able to pick up the pace, Python? I could consider it, if we hadn't been marching non-stop since yesterday. I'm sorry, are you whining? Was that a whine? In case it slipped your mind, the fate of all Zofia is at stake. We must join the Deliverance and do our part. Now show a little backbone. This is gonna snap my backbone. Are you really so keen on joining up? I am. Why? Are you getting cold feet? Of course not. But joining the Deliverance ain't exactly a whopper of an idea if you ask me. I hear they're a bunch of mamby-pamby knights and stuck-up young nobles. Which means you and me are walking halfway across Zofia just to be snubbed. They would never do that! Probably. At least I hope not. See?
The only future you got there is as a peon among peons. I admit, you could be right. But I also hear their leader, Sir Clive, is a just and reasonable man. I wager he'll judge us based on what we can do and not the station of our birth. Or perhaps you'd rather turn around and continue working for Lord Dunderhead. Not bloody likely. So, is leaving the soldier game for good completely off the table at this point? You're welcome to return home and be a carpenter like your father. Huh? The only thing I hate more than swords is hammers. There you go then. You're a gifted archer, so use the gifts you have. You won't catch me running home to be some bookworm like my sire. I've made a name for myself as a warrior. May as well take that to its logical conclusion and do some more warring. Everything has to be a step forward for you. In truth, I'm too scared to begin questioning myself now. You? Scared? Well, slap my butt and call me a rented mule. I try to keep it to a minimum. Now walk, mule! Walk! The Deliverance hideout is just beyond these woods. We should attempt to reach it before the sun abandons us. Yes, my lord. Right away, my lord. Alter, was eine üble Erinnerung. Ich meine, ja, wir sehen sie nochmal so, wie es quasi ihren Anfang nahm, oder? Und damals schon. Also, ich meine, jetzt bei mir, oder zumindest hier in Alms Team sind wir alle draufgegangen. Und wenn man jetzt so einen Dialog, was die beiden so miteinander gequatscht haben, so mal ein bisschen Revue passieren lässt und die Einzelstellen nochmal ein bisschen genauer betrachtet, dann denkt man sich schon, es passt sehr gut zur aktuellen Situation. Von wegen, ja, so Clive, der Anführer, wird uns sich nicht irgendwie hängen lassen und so. Kaum ist Alm der Anführer, zack, sind wir der tot. Also, ja, das ist scheiße. Naja. Shit happens. Chancellor Desai? Chancellor, it's me, Lord Chancellor. Sir Slade, you, ask for me, my lord? You've arrived. Good. My lord, may I ask why you wanted to meet me here? The castle has far too many ears, and what I say is meant for yours alone. I have a mission for you, one that must be carried out in secret. Prince Conrad and Princess Antise. You are to go to the villa where they reside and put them to the sword. My lord, that's... You want me to assassinate the king's own children? Do it. And when this sorry business is over, you shall be my right-hand man. Lands, titles, the world has great things in store for you, Slade. Of course, my lord. May I presume to, presume that you were behind the untimely demise of the king's other scions? Presume what you will. I do the world a service by purging it of Lima's incompetent bloodline. Only one man is fit to rule Zofia, and you stand in his presence. Or do you disagree? No, my lord. Agreed on all fronts. Was about to say as much myself, so I was. But doesn't the king's bloodline descend from Milla herself? Incompetent though Lima may be, the mother won't take kindly to his death. Do not speak to me of mothers. I never suckled at that monster's teat. Why should I fear a goddess too busy sleeping to leave her temple? The age of worrying about what the gods think of us has come to an end. The kingdom of Zofia needs a strong will to set it back on course. My will. Well said, my lord. Hear, hear. I would be honored to aid you in all of your noble ambitions. Then see it done on the day after next. That's when Lima and his guard go to the temple for rites. Oh, and Slade. Kill everyone at the villa. I want not a single life spared. There can be no witnesses. Understood, my lord. Alter, wie übel. Die beiden stecken dahinter. Und vor allem,
die anderen Königskinder. Ich meine, wir wissen ja, Alm trägt das Königsschwert. Dementsprechend müsste er eigentlich adligen Blutes sein. Vermutung liegt natürlich dementsprechend nahe, dass Alm halt auch so ein Königskind ist. Oder war. Oder, ja, wer auch immer. Sehr interessant, ja, die Geschichte fügt sich langsam sicher zusammen und ich würde sagen, wir gehen erstmal. Kein Bock mehr und so. Ich marschiere direkt wieder durch den Dungeon durch, weil, ja, die Frage war natürlich, gibt es hier irgendwo noch etwas Interessantes? Klar sind noch ein paar Gegner hier, das schon. Aber vor allem gibt es noch irgendwie etwas Interessantes abzuholen, sag ich jetzt mal, wa? Und ich kann auch schon mal beruhigen, es gibt... Ui, Schwein gehabt. Es gibt nichts mehr. Wir haben nichts verpasst, kein seltenes Item oder so etwas. Es gibt, ja, nichts, was irgendwie lohnen würde, hier zu bleiben. Deswegen können wir da raus und draußen uns mit Mathilda verbünden. Ne? Die ist ja wieder weg. Und dann halt weiter marschieren gegen Norden. Oh ja. So. Ha! Auf geht's, wollen uns die Gegner angreifen. Let's fight! Nordseite des Waldes, die Schlacht. Unsere neuen Einheiten werden entwickelt und so weiter. Wie geil ist das denn bitte? So, dann will ich doch mal gucken. Wie sieht unser Team aus? Oh ja, Cliff der Weise, Claire die Falkenritterin, Lucas der Byron, also sprich der Baron. Ja, also mit dem Team... Da kannst du dagegen schon mal was gefasst machen. Die Unterschiede hier, wa? Ja, klar, ein bisschen mehr Angriff, aber ganz ehrlich, das stinkt gegen seine Frau ein bisschen ab. So. Egal, Positionen. Ja, da ist was für sich. Erstmal gucken. Wo habe ich hier überall etwas? Nirgendwo, wa? Wir haben hier oben einen Gegner. Das ist der Gazelle. Ein Britenner. Mhm. Oh nein, wir haben eine Hexe. Kannst du teleportieren? Das sind effektiv kein Flieger. Okay, ja, natürlich alle im Bogen. Er selbst aber nicht. Ist aber ziemlich schwach, wenn ich gerade sehe. Ja klar, hat Angriff, okay. Noch ein bisschen Verteidigung und so, aber der Rest der Werte ist eher ein bisschen durchwachsen. Also da komme ich locker durch. Die Hexen gehen mir ein bisschen auf den Sack. Da muss ich gucken, wie ich das mache. Aber okay, erstmal dürfte klar sein. Wir stellen natürlich Lucas mal nach vorne. Claire muss beweglich bleiben. Die gehen jetzt nach hinten. Mathilda, die soll, denke ich, auch schon mal schnell nach vorne marschieren zum Ablocken. Dann habe ich hier Gray und Tobin. Dass die hier sind, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann habe ich ihn hier. Luffy ein bisschen... Aha. Ich glaube bereits mal die Heiler hier hinten war. Die können ruhig... Warte mal, ich habe natürlich auch Purgativ und Rettung. Teleport wäre eine Idee. Was soll ich mit Teleport machen, wa? Ich meine, Lucas nach vorne schicken, um hier zu blockieren. Klar, könnte ich, aber wenn da, ja, scheiß Hexen kommen, ist es auch doof mit Lucas. Aber ich habe noch Mathilde, um die abzublocken, plus im Claire auch noch. Also, na gut, wobei Claire Resistenz, also haben Claire und Tobin gleich viel. Insofern haben wir natürlich Cliff noch und hier und so und lalala. Ja, geht schon gut. Wird schon gut gehen. Sag ich jetzt noch, wa? Let's fight! Yeah! So wäre es gefährlich. Ich meine, die Hexen sind gefährlich, weil die ist auf einen Scharfschütze. Also ein bisschen mehr Angriff, dafür weniger Speed. Der kann also nichts mehr doppeln mit dem Stahlbogen. Der, wobei der hat auch 6. Der hat 5, die können beide nicht doppeln. Power, ja, effektiv gegen Fliegen, okay, hier ist das gleiche, sind normale Typen, effektiv gegen Fliegen. Ich mache es mal so. Und würde sagen, alles andere sehen wir dann. Ja, effektiv gegen Fliegen, ja, ich kann halt Claire nirgendwo reinschicken. Also muss ich gegen, direkt gegen alle. So, ja, er hatte auch Disziplin. Was war das schon wieder? Ah, ja, genau. Trefferquoten, schwarze Magie. Exzellent. Heilen kann er mittlerweile auch.
So war das, ja. Ich will jetzt auch mal in den Wald hinein. Luffy bleibt noch ein bisschen zurück. Ich sehe die Frage, ob er im Team bleibt. Mother walks with me. The water walks with me. Just leave it to me. So. Oh. Animation vergessen. So, wann teleportieren sich die scheiß Dinger mal? Die kommen direkt alle. Ja, super. Erstmal muss die Hexe weg. Die Hexe muss weg. Die Hexe muss weg. Natürlich grandiosen Schaden. Alter, Lucas, ey, du bist so eine Wall. Ja, die Hexe muss weg. Ich bin immer noch der gleichen Meinung, die Hexe muss weg. Oh, geil. Kann doch die alle angreifen. Tobin ist sowieso eine krasse Sau, deswegen erstmal noch gucken. Das macht nicht einfach einen Schaden, wa? Geht aber eigentlich noch. Aber es effektiv sein soll, hallo? Kann sie trotzdem mit reinschicken? Nee, das traue ich mich nicht. Da heißt Mathilda. Erstmal ganz kurz gucken. Mathilda kriegt... Gut, das ist natürlich jetzt direkt hier der Scharfschütze, wa? Ich meine, sonst kriegt sie nicht gleich so auf die Fresse. Jo, bitte erstmal weg damit. Ja, komm ein bisschen spät. Dann mein Turn. Alter, direkt ein Level up. Will ich auch sagen, danke Mathilda, ein gutes Level up. So, jetzt habe ich da wieder mal ein paar von denen vor der Backe, aber ist nicht unbedingt so das Problem. Natürlich mit ihm, aber eben hat relativ viel Verteidigung. Er rockt das schon. So, wie sieht's denn hier aus? War schwarze Magie-Attacke? Alter, leck mich. War schon wieder, genau. Muss erstmal weg. Wie viel kann ich? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich stelle ihn hier hin, block alles ab, fertig. Das war's. Das heißt, er muss erstmal weg hier. Tobin, Crit wäre ganz geil. Nicht treffen ist irgendwie das Gegenteil von Crit, kann das sein? Scheiße. Das war so nicht geplant. Ja, kriegen ihn schon so platt, aber... Oder auch nicht. Guys, what are you doing here? Jetzt reicht's ja Donner. Ich brauche 3 Truppen, um einen Scharfschützenplatz zu machen. Oh, leck mich am Arsch. Das kann aber nicht angehen. So. Stahlschick, genau. Einer von uns hat doch irgendwie einen Stahllanzen noch mit der Fähigkeit gegen Berittene, wa? Das ist doch irgendwie so. Oder was irgendwie an? Oder war das irgendwie ein Schwert oder so etwas? Oder war das auf Selikas Route? Das kann natürlich auch sein. Beim benachbarten Gegner, ein Kampf gegen die Schrecken, das war was anderes. Ein Königsschwert, aber langsam eine Fähigkeit war. Langsam mal nicht so schlecht, da was zu haben. Aha, so. Ja gut, aber es liegt ein Rittertod, das jetzt. Das ist Stahllanze. Müsste jetzt mal richtig einsetzen, wa? Okay, ich habe noch, da ist halt Teleport-Gesundung, ist ganz schlecht. Ich habe hier aber noch die weiße Magie, Purgativ, genau. Er braucht nichts. Sie steht nicht im Wald. Keine Verteidigung, ich mach's trotzdem mal. Weniger Speed, wa? Falls er halt angegriffen wird, nicht wahr? So. Gute Frage, ist klug, Raider reinzuschicken? Ich weiß nicht, ich gehe erstmal im Wald. Sie auch im Wald, in der Hoffnung, dass sie dann sie angreifen würden, weil ganz ehrlich, was wollen sie gegen sie machen? Viel wird's nicht sein. Weiße Magie, Erholung, ne, ist noch zu früh. Mal gucken, was der Gegner jetzt macht. Okay. Sie greifen Clive an. Jetzt greifen sie Claire an. Oha. Jetzt Mathilda, können Sie mal einigen? Wir wollen meine Truppen platt machen, dass sie ständig mit anderen angreifen. Das ist irgendwie unlogisch. Hoi! Hoi! Cool, war. Hoi! Hoi!
das war schon klar. Oh, er kommt bereits her. Taken your last step in this realm. Now prepare to visit the next. Okay, Leute, ihr wollt es unbedingt wissen, wa? Von mir aus können wir gerne machen. Erstmal voll in die Fresse. Ich brauche jemanden, der da ein bisschen mehr Damage macht. Wie wäre es damit? Gray. Oh yeah. Ja, Gray hat schon drauf. Kannst sagen, was du willst. So. Aha, stimmt. Wobei, weiß Magie gar nicht mehr so doof. Das ist noch relativ clever. Der wurde zwar getroffen, sie killt ihn, kein Problem. Jetzt muss ich natürlich noch gucken. Eigentlich wieder tot gegen den da. Tschüss, das war's. Hm. Aber... Vielleicht kann ich überhaupt, kann ich aber nie aus angreifen, wenn ich ein bisschen besser geschützt bin. Jo, der geht auch. Vielleicht ein Crit. Critical Tobin. Critical Tobin is in the house. You to die at the hands of worthless vermin. How shameful. Und Level Up gleich auch noch. Level 8, 7 erst, Entschuldigung. So, der wäre jetzt mal richtig im Arsch. Und ich würde sagen, ich kann nach vorne stürmen. Mehr oder weniger aufgepasst. Ich habe natürlich... noch 2 starke, wa? Ich habe noch 2 starke da vor mir. Okay, erstmal schwach natürlich. Ich meine, wir müssen auch erstmal durchs Flussbeet kommen, ne? Clive. Problem ist, wenn die alle einmal angreifen, habe ich auch ein Problem. Wie Clive, ja wohl gemerkt. Ich möchte da gar nicht groß reinschieben, wenn er sein soll. Oder ich stelle mal hier hin und vielleicht kann Silge nachher noch irgendwie reinschicken. Nachdem natürlich. So, erstmal heilen. Ja, was mache ich hier, wa? Einmal killst du ihn nicht, schade. Oh, sie auch nicht. Das finde ich jetzt aber sehr doof. Okay. Schafft's auch mit einmal. So, dann bringen wir wieder mal ein Ziel noch gute Wand. Hier ist sie zum Anlocken. Ich weiß, ich habe Cliff hier von wegen, oh, da wird er getroffen und so, aber hallo, muss erstmal jemand kommen, der ihn trifft. Ja, sind noch die ganzen Scharfschützen und so, also, sollte es nicht so das Problem sein. Heil sie trotzdem mal noch. Weil man weiß nie, the mother walks with me und so, aber trotzdem. Aua. Ja, es tut schon weh, aber geht noch. Schön ausgewichen, das gefällt mir, Clive. Du machst der Kumpel, ich hab das Gefühl, dass Mathilda im Team ist, strengt er sich ein bisschen mehr an. Aua. Das ist toll, du bist gut. Gehen wir schon mal auf ihn los. Und da kommt die alte Witch. Ich komme natürlich nicht durch, obwohl, so komme ich durch, kann ich sie killen, ja. Wenn ich das mache, hole ich am Teleport noch, was soll's. Gerade dran, ich müsste eigentlich zuerst heilen, aber geht schon. Ich habe einen Teleport noch, falls es eng wird. Okay, Lucas ist in der Haus, aber schon mal gesagt. So, Fakt ist, Freunde, ich musste erstmal alle loswerden. Nein! Scheiße. Seitenrad. Ah, ich dachte, ich kann mich bewegen. So.
Sehr gut. Der soll natürlich die Starken angreifen. Perfekt, wie ihn zum Beispiel, wenn er gleich tot ist. Einmal ist keinmal und so. Dann setze ich ihn doch lieber gegen einen noch ausgeruhten ein, zum Beispiel gegen den da. Oh yes, bitte einmal critten, Cliff. Danke, Cliff. Cliff ist so übel als Magier. Als Weiser, Entschuldigung. Er ist ja weise. Zumindest im Kopf. Hoffe ich zumindest. Jo. Wenn der Anführer weg ist, kann ich es ruhig mal riskieren. Easy pickings. Easy Pickings. Dann natürlich auch Excalibur. Weil wenn schon, denn schon. Kein Crit, was wir haben, zweiten Mal. Nö, auch nicht. Ja, Luffy sagt sich einfach, ein Quitten ist gar nicht nötig. Hat der ja eigentlich recht, hä? Ist gar nicht nötig gewesen. Clive, kriegst du das hin? Ja, problemlos. Panzerfiasko! Also, ja, stimmt, das war ja Panzerfiasko. Das wegen Beritten und so. Okay, jetzt habe ich da immer noch. Allem könnte auch mal was machen, wa? The mother walks with me. Der Mother walks with me und so. Ist eine coole Mother, wa? So, Alm. Ich würde mal sagen, King's Sword Style und so, wa? Vielleicht doch gegen den, weil der ist im Wald und mit dem Königsschirm ist er eigentlich besser treffen. Sag mal. Dankeschön. Ich kann jetzt zweimal angreifen, wa? Also. Vulgats an einem wird schon treffen. Dann irgendwie eine Fähigkeit einsetzen. Donnerschlag. Ich habe eh schon 100%. Wieso also? Ja. Wieso also Kabel verschwenden und tschüss. Ja, kurz um Level Up. Oh, sowas hasse ich. Aber egal. Kampfende. Perfekt, den Part zu beenden. Perfekt, Freunde. Oh. Ist wohl jemand sauer?